Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Chill Hero. In diesem Video will ich über die Gründe sprechen, wieso MCBE und insbesondere die Win 10 Edition in meinen Augen immer schlechter wird. Was die größten Problematiken sind, die mich betreffen und wieso es für mich momentan unmöglich ist, MCB richtig zu enjoyen. Wenn du weitere Punkte hast, wieso MCB immer schlechter wird oder einfach nur Anregungen oder Kommentare, dann schreib doch bitte einen Kommentar dazu. Schau dir das Video bis zum Ende an, um wirklich auch alle Punkte zu sehen und schreib mir deine Meinung gerne in die Kommentare. Punkt 1. Geld spielt eine zu wichtige Rolle. Im Gegensatz zu MC Java wird die Minecraft Bedrock Edition ja aktiv monetarisiert. Da haben wir einmal den Marketplace, wo man völlig überteuert Maps, Skin, Packs und Add-ons kaufen kann, aber auch natürlich die Partner-Server, welche von der Zielgruppe, die MCB hat, das Maximale herausholen wollen. Darunter leidet dann meistens die Spielqualität. Dieser Ansatz ist meiner Meinung nach einfach völlig falsch für ein Spiel. Meiner Meinung nach sollte eigentlich die Spiel-Experience bzw. die User-Experience vor dem Geld stehen. Klar, eine Firma braucht Geld, um ein Spiel am Leben zu erhalten, um ein Spiel weiterzuentwickeln. Aber trotzdem ist das meiner Meinung nach einfach der falsche Ansatz und sicher auch ein Grund, wieso MCB in meinen Augen einfach immer schlechter wird. Ganz am Anfang hatten wir ja Hive und Cubecraft und halt so PvP-Server, wo das meiste halt einfach kosmetisch war. Und mittlerweile ist es einfach so, dass eben die neuen Server, aber auch Liveboat zum Beispiel, Liveboat Skyblock zum Beispiel, einfach genau das gleiche Prinzip hat wie Island auf Pixel Paradise. Und das ist einfach eine Entwicklung, die mir gar nicht gut gefällt. Punkt 2. Die Performance wird von Update zu Update schlechter. Das ist ein Punkt, der mich besonders betrifft und mich auch extrem stört und sogar auch schon fast wütend macht, denn kann sich da noch jemand an die FPS-Werte in zum Beispiel der Version 1.12 erinnern? Ja, ich schon. Und ich kann euch sagen, ich hatte konstant 1000 FPS im Start-Screen, also diese Screen, wenn man halt Minecraft aufstartet oder halt dieses Menü hat am Anfang. Und das ist auch, glaube ich, das Maximale, das in MCB geht. Ich glaube, das hat so ein Limit von 1000. Und in-game hatte ich eigentlich immer durchgehend 700 FPS mit meinem damaligen, doch eher mittelmäßigen PC. Und damit bin ich super klar gekommen. 700 FPS kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren, das war echt toll. Auch bei Aufnahmen hatte ich extrem gute FPS-Werte und das hat auf jeden Fall auch mega Spaß gemacht, weil das Game einfach extrem flüssig war. Jetzt, 2021, ungefähr ein Jahr später, habe ich einen neuen PC. Ich habe eine Setup-Tour gemacht, wo ich da meinen neuen PC gezeigt habe auch. Darin ist eine RTX 3080 verbaut, ein Intel i9 1900X, ist einer der neuesten, aus der neuesten Generation, also nicht die neueste, aber fast die neueste. Und trotzdem bekomme ich im Stream teilweise Frame-Drops, die dann wirklich auch unter 60 FPS gehen. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe einen Monitor, der kann 144 FPS anzeigen. Und dann zu sehen, dass du während dem Streamen unter 60 FPS kommst, da kannst du ja nicht mal mehr flüssig spielen. Und auch ohne Stream kriege ich wirklich maximal auch nur 300 FPS maximal. Also vielleicht auch mal 350, aber eigentlich nicht mehr, außer ich zoome jetzt zum Beispiel in den Sky. Aber wenn ich jetzt normal Hive spiele, dann geht das eigentlich nicht über 300. Soweit ich mich informiert habe, liegt das einerseits daran, dass Minecraft Bedrock eigentlich über die CPU gerendert wird, was halt dann zu enormen CPU-Auslastungen führt, aber auch, dass die Leistung, die also Minecraft Bedrock maximal nutzen kann, dass die auch extrem limitiert ist, denn teilweise, wenn ich halt meinen PC am Laufen habe und wirklich nur Minecraft starte und da ein bisschen spiele und dann nebenbei den Task Manager auf habe, sind das irgendwie 30% von CPU und irgendwie 15% GPU, also wirklich absolut nichts, aber es geht halt nicht mehr. Man kann dem nicht mehr Power geben, es geht einfach nicht. Die Werte sind einfach so schlecht. Es heißt ja eigentlich immer, dass Bedrock ressourcensparender ist, aber in Java bekomme ich halt ohne Probleme über 1500 FPS, klar mit Optifine, aber trotzdem. Ich meine, wenn ich in Minecraft Bedrock auf meinen SMP joine, dann habe ich da, wenn es gut geht, ohne Stream ca. 100 FPS und ganz ehrlich, mit meinem PC ist das ist einfach eine Frechheit.
Ich weiß nicht, was Minecraft da gemacht hat, so genau bin ich auch nicht in der Thematik drin, aber das ist auf jeden Fall etwas, was einfach absolut nicht geht und mir extrem den Spaß raubt, weil ohne FPS hast du kein flüssiges Game und dann macht das Game nur halb so viel Spaß. Hey, kurze Unterbrechung, sollte dir das Video bisher gefallen haben, würde es mich extrem supporten, würdest du einen Daumen nach oben da lassen. Kostet nichts, dauert kurz und hilft mir mega. Danke dir. Punkt 3. Non-Partnered Servern wird das Leben schwer gemacht. Minecraft Bedrock lebt unter anderem von der Varietät seiner Server. Also wer PvP spielen will, kommt auf seinen Geschmack. Es gibt Roleplay-Server, es gibt Skyblock, Survival und die Liste geht immer weiter. Also wirklich für jede Person, die irgendein Interesse hat, gibt es eigentlich Server, die diese Spielmodi anbieten und Spielspaß versprechen. Ich selber arbeite ja an Riser und da erlebe ich immer wieder, dass Dinge aufkommen, welches für besonders Hobby-Developer, welche an eigenen Server arbeiten, immer wieder extrem schwer gemacht wird, gute Ergebnisse zu liefern. Das größte Thema dabei sind eigentlich Server-Software und die Updates, denn in Bedrock gibt es, soweit ich weiß, ich bin hier wirklich nicht so in der technischen Szene drin, zwei große Server-Softwares. Diese heißen Nugget und PocketMine. Es gibt auch noch Altay, das ist so ein Abklatsch von PocketMine, beziehungsweise halt eine Weiterentwicklung. Und diese sind gratis und werden freiwillig weiterentwickelt, um die halt auf dem neuesten Stand zu halten. Und das heißt, Non-Partnered Server sind halt darauf angewiesen, dass sie eine von diesen zwei oder halt drei Software benutzen, um ihren Server drauf zu entwickeln. Ich selber entwickle nicht, deshalb, wie gesagt, kann es auch sein, dass es etwas ungenau oder auch teilweise falsch ist. Aber was das natürlich bedeutet, ist, dass neben den Bugs, die Microsoft in die Version da reinpackt, aus Versehen natürlich, gibt es da noch eine weitere Fehlerquelle, nämlich eben diese Third-Party Application oder Software halt, welche dann auch noch Bugs hat. Und das wiederum heißt, dass externe Server, also nicht Partner-Server, dann halt einfach wirklich auch zwei Fehlerquellen haben, die tendenziell Bugs aufweisen können und sie selber können diese auch nicht fixen, weil sie halt keinen Zugriff auf die Entwicklung von dieser Software haben, sondern die müssen einfach warten, bis zum Beispiel bei einem neuen Update die neue Version released, was meistens so 3 Tage oder so dauert. Das kennt ihr sicher, wenn Rush Nation zum Beispiel. Ja, wenn ein neues Update dann ist und dann die Server auf Discord schreiben, yo, updatet noch nicht, weil ihr könnt bei uns noch nicht spielen. Partner-Server haben jedoch, weil halt dahinter meistens eine Firma steht, auch eine eigene Software. Das heißt, die haben ihre eigene Software entwickelt, mit der sie ihren Minecraft-Server laufen lassen können. Und die stehen natürlich auch im engen Kontakt mit Microsoft. Das heißt, wenn Microsoft eine neue Version plant rauszubringen, dann arbeiten die natürlich sehr fest zusammen, also mit den verschiedenen Partner-Servern zusammen, damit halt diese Bugs schon im Vorhinein gefixt werden können und sobald dann die Version draußen ist, auch wirklich diese Version von allen Partner-Servern supported werden kann, während halt andere externe Server, ich sage jetzt einfach externe Server, die halt dann wirklich auch warten müssen, bis diese anderen Softwares geupdatet wurden oder halt, dass sie ihre eigene Software entwickeln, was aber dann auch meistens sehr teuer ist und aufwendig. Dadurch, dass die Partner-Server natürlich auch auf der Startseite angezeigt werden von Minecraft, haben diese natürlich auch viel größere Spielerzahlen als jetzt nicht Partner-Server. Also ich glaube, also einer der größten ist sicher Nether Games. Ich bin da nicht so aktuell, aber ich denke mal, dass da so 1000 Leute vielleicht aufspielen. Aber das halt zu vergleichen mit einem Partner-Server, wo dann halt zum Beispiel jetzt auf CubeCraft oder auf Hive halt irgendwie 30, 40.000 Leute spielen, ist das halt einfach schon ein Unterschied. Und dadurch, dass natürlich da auch viel mehr Geld reinkommt, kann man dann auch ein Developer-Team bezahlen, das dann auch eine eigene Software entwickelt, was vielleicht jetzt für einen Non-Partner-Server oder vor allem für kleine Server, wie jetzt beispielsweise Riser, halt dann unmöglich ist. Also da hast du keine Chance, um deine eigene Software zu entwickeln. Natürlich sind diese Maßnahmen auch wichtig für Microsoft, da natürlich die Partner-Server auch eine Einkommensquelle sind. Jedoch fände ich es halt einfach schon irgendwie cool, wenn beispielsweise, bevor eine Version released, irgendwie schon darauf Zugriff gegeben werden könnte, beispielsweise. Oder halt, dass es mehr Server-Softwares gibt oder halt die Kommunikation zwischen den verschiedenen Servern größer ist. Wie gesagt, ich bin nicht in der
Automatik drin, aber ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass das nicht so einfach ist, wie es schön wäre, wenn es wäre. Aber mir ist halt einfach aufgefallen, dass das Ganze doch nicht so einfach ist. Und damit kommen wir schon zum Punkt 4. Bugs werden eher mehr und nicht weniger. Ich muss dazu sagen, ich kenne natürlich nicht alle Bugs, deshalb ist diese Aussage jetzt einfach mal so in den Raum gestellt. Aber gefühlt werden es halt immer mehr Bugs und selbst die großen und wichtigen Bugs, die halt wirklich auch aufs Spielgeschehen eingreifen, werden halt eher langsam und auch eher selten gefixt. Nehmen wir als Beispiel den Render Dragon Bug in Anführungszeichen. Ich habe da mal geguckt auf Jira, das ist dort, wo halt die Bugs reported werden. Da gibt es einfach unzählige Bug-Reports, die genau auf diese Problematik eingehen und da auch viele so Screenshots und Berichte und so abgeben. Und das Problem wurde auch erkannt und wurde als confirmed gelabelt. Also das heißt, dass es wirklich auch, dass die Developer gesehen haben, jo, das ist ein Problem. Und doch ist seit über einem Jahr, also war auch August 2020, hat sich da nichts getan. Jetzt ist August 2021 und wir haben das Ganze immer noch. Der Render Dragon hat die ganzen Shader kaputt gemacht und impactet aber auch die Performance, soweit ich das weiß. Aber auch andere Bugs sind bekannt. Um da nur ein paar Beispiele zu nennen, den allbekannten Steve-Bug, der ja auch überall auftritt. Es gibt viel Crashes ohne Grund, teilweise sehr lange Wartezeiten beim Laden und noch viele weitere. Wenn euch da welche einfallen, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich habe ja schon öfters in meinen Livestreams darüber geredet, um es nun jetzt aber auch mal in einem Video gesagt zu haben, Minecraft Bedrock Edition macht mir, so wie sie momentan ist, einfach fast keinen Spaß mehr. Etwas anderes als Survival zu streamen ist für mich schon fast unmöglich geworden, da ich mit den ständigen Frame Drops und den vorher erwähnten Sachen einfach komplett den Spaß verloren habe und teilweise halt auch wirklich gar nicht spielen kann, weil es einfach so rumlägt. Deshalb seht ihr von mir auf YouTube auch nicht mehr so viele Videos und auch eben genau wegen diesem Grund auch fast keine Streams mehr. Auf Twitch streame ich aber mehr oder weniger aktiv, Java PvP. Also, falls ihr Lust habt auf eine entspannte Zeit in meinem Stream, schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Nun würde ich aber gerne von dir wissen, was du von der ganzen Thematik hältst. Stimmst du mir zu oder findest du, MCB macht immer noch so viel Spaß wie vor circa einem Jahr? Lass es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ich lese mir auf jeden Fall alles sorgfältig durch und versuche auf alles zu antworten. Vergiss nicht, eine positive Wertung dazulassen, falls dir das Video gefallen hat. Solltest du diese Art von Videos mögen, dann schreib mir das auf jeden Fall in den Kommentaren oder auf Discord oder so. Vielleicht kann ich da dann noch mehr von dieser Art machen. Und solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, dann lass doch gerne ein Abo da, kostet nichts und supporte mich extrem. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann!